Hey, you all zusammen! Heute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin wieder mal da mit einem guten alten Jensen. Yeah, wir machen wieder mal ein Video. Und diesmal nicht, wo wir beide vor der Kamera sind, sondern jeweils einzeln mit Fragen beantworten. Ich habe das irgendwie, glaube ich, erst einmal auf meinem Kanal gemacht, und zwar mit der Familie. Und ich habe gedacht, das ist ganz lustig, wenn ich es mal mit Can mache. Yay! Weißt du, wie das Ganze funktioniert? Du stehst da und beantwortest Fragen, nachher stehe ich da und beantworte Fragen. Und dann tust du das so zusammenschneiden, als würden wir das gleichzeitig beantworten. Und dann wird das cool. Yay! Let's go! Also. Du kannst doch jetzt da nicht mir die Hand anheben und nicht zudrücken. Hast du den Korb gesehen? Also machen wir nochmal. Darum würde ich sagen, wir labern gar nicht so viel, sondern fangen wir einfach mit dem Video an. Let's go! Tschüss! Tschüss! Boah, wie lange ich schon nicht bin vor einer Cam gestanden allein. Way to dank. Also, fangen wir doch an mit der ersten Frage. Was sind deine erste Gedanke GSI, wo du deine andere Person zum ersten Mal GSI hast? Was waren meine Gedanken, als ich den anderen das erste Mal gesehen habe? Ja. Also ich weiss auf jeden Fall, dass ich am Bahnhof war und ich habe den Can und den Adi gleichzeitig zuerst gesehen, sage ich mal. Und wir hatten einen Dreh für Wände und das war sehr stressig. Und darum, das Erste, was mir gerade aufgefallen ist, war einfach die Grösse, weil ich dachte, die sind etwa gleich gross. Und für mich war der Adi irgendwie dann grösser und der Can dann kleiner, als ich gedacht habe. Aber so der erste Eindruck, ja, positiv. Und ich weiss dann, wir sind nachher gerade direkt vom Bahnhof zu seiner Wohnung gelaufen und er hat dann mit mir so Smalltalk geführt. Ich weiss nicht, dass mir das mega unangenehm war, weil ich mir so gedacht habe, Bro, der muss jetzt mit mir so Smalltalk führen, einfach damit wir irgendetwas reden. Damals noch ein bisschen jung, ein bisschen kindisch, aber all in all gut. Ja, ich glaube, das war vor allem so das Erste, wo ich gedacht habe, dass er irgendwie komisch über mich denkt, dass ich so mega langweilig bin. Was findest du am anderen bewundernswert? Boah, okay, jetzt kommt's deep, Alter. Eigentlich schon nichts. Spass. Jetzt müssen wir ein Kompliment auspacken. Ihr Durchhaltevermögen vielleicht, so auf YouTube, Social Media allgemein, seit sie angefangen hat. Also ich glaube, zum einen irgendwie ist einfach so, ich habe das Gefühl, er kann wie alles. Sie gefühlt am Durchhasseln. Er kann Musik, er kann Kurzfilm. Zwar kein Video pünktlich, aber sie hasselt durch, mehr als ich auf jeden Fall. Er kann Theater spielen, er kann tanzen. Darum, ja, das finde ich eure bewundernswert. Könnt ihr euch alle Scheiben davon abschneiden auf jeden Fall. Dann hätt ihr willst der andere Geburtstag? Oh mein Gott. Also, Aber ich glaube, ich weiss das. Nati hat am 20. Mai 2001 Geburtstag, glaube ich. Das ist am 10. Februar. Ja, Mann. Wer ist besser im Bett? Okay, ja. Wow. Okay, ich gehe jetzt mal faktisch aus. Ich bin übrigens halb krank, bin da gleich am Videofilmen, also einmal wird gesund, Can in den Kommentaren. Er hat schon viel mehr Erfahrung. Schwierig, ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt ego überzeugt, wie ich auch schon war, sage ich. Er hat eine 5-jährige Beziehung gehabt. Aber so wie ich die Nati kenne, die ist sicher auch recht versaut. Hä? Er hat mit 15 schon das erste Mal gehabt. Ich erst mit 18. Kann man das reinschneiden? Ich glaube nicht. Ja, aber ich bin mir so sicher, dass er aus sich selber sagt, einfach weil er zu eingebildet ist, alle. Sag einfach mal Nati, weil dann bin ich da schön bescheiden. Darum würde ich jetzt mal sagen, er. Hast du schon mal einen Crush auf deine andere Person GHA? Hast du schon mal einen Crush auf die andere Person GHH? Ja, was heisst ein Crush? Also, ja. Wie soll ich das jetzt beantworten? Ich sag mal ja. Aber ob jetzt das in einem Film war oder in real life, Ja, ich kann es ja wieder rausschneiden, oder? das sei mal so dahingestellt. Gehen wir zur nächsten Frage. Was ist nervig am anderen? Was nervig ist am anderen, Boah, ich muss überlegen, Hilfe. dass wenn mit ihr ein Video aufnimmt, dass sie komplett umschreit. Er ist teilweise so ein Perfektionist. Also man könnte es auch Tüpfelschiessen nennen. Der Pegel von ihrer Stimme im Vergleich zu meiner Stimme ist so. Und das ist schon insane. Also das betrifft auch alles Technische, so zum Beispiel jetzt die Kamera, die muss perfekt genau so stehen, wie sie gerade steht. Sonst fällt mir gerade nichts ein. Ausser vielleicht ihre Persönlichkeit. Hat deine andere Person einen Promi-Crush? Wenn ja, wer ist es? Ja, die Nati ist so ein klassischer Zac Efron-Dude. Ich weiss jetzt nicht, ob er wirklich so einen Crush hat auf den Promi, aber ich weiss, dass er die Madison Beer eine schöne findet. Sie hat auf jeden Fall One Direction auch angehimmelt, aber ich weiss nicht mehr, welche von denen. Und ich glaube noch Megan Fox, aber die ist glaube ich ein bisschen zu alt. Also da hat er gesagt, ja, wenn ich jetzt 40 wäre, dann...
Irgendein von den One Direction Boys. Und ich? Ich denke, bei mir hat er gesagt Zac Efron. Klar, so eine Megan Fox hat man schon auch eins gefunden, wo man hat Transformers geschaut, so, aber da bin ich wahrscheinlich nicht der einzige Mal. Aber er war halt hübscher, als er jung war. Welchem Datum habt ihr OI zum ersten Mal GSE? Boah, ich weiss doch nicht welches Datum. Ich weiss September 2018, glaube ich. Also eben, das war ja der Dreh, wo wir den Kurzfilm Wind gedreht haben für seinen Kanal. Aber was, am 8. September vielleicht? Das muss am 8. September 2018 gewesen sein. Das könnte sein. Ich bin mir aber nicht mehr sicher ganz genau, ob das der 8. September war. Stimmt das? Ja. Mit was könntest du deine andere Person glücklich machen? Oh mein Gott. Zum einen, was so Süßigkeiten angeht, er hat mega gerne so die Schleckwaren. Mit Bueno, I guess. Ich glaube, wenn man hilfsbereit ist. Oder mit ihrem Hass. Ich glaube allgemein, sobald irgendetwas von Herzen kommt oder irgendwie man sich Mühe gibt bei etwas, dann kann man mega glücklich machen mit so Sachen. Danke Wilmal fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal, du Hund. Perfekt. Danke, dass ihr dabei seid. So, meine lieben Freunde, Wir sind back, wieder zusammen hier. Alter, ich bin so gespannt, was du für Antworten hast. Alter, ich habe selber immer gewusst, was ich das sagen. Ja, ich bin auch ziemlich los gewesen. Also, ich bin gespannt, wie du so über mich redest. Vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Und ganz wichtig, mich zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Ihr könnt gerne einen Kommentar schreiben. Was könnt ihr in Kommentar schreiben? #Fingerstyle. Alter, Fingerstyle. Wir müssen den wieder ein bisschen wieder aufholen. Gibt es jetzt den Prince-Style? Das ist vielleicht ein bisschen wack so. Aber Nori vielleicht gibt es Style. irgendwann Musik. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss! Kann man noch ganz kurz appreciaten, wie schön eigentlich mein Studio ist. Nee, ist übel hässlich.